in alle großen Salons, also Comparaison und Salon du Mai, und haben dort unsere Mandeln ausgestellt, neben den riesigen Schwarten von Mathieu und Yves Klein und wie die alle hießen, damals die großen Künstler, also bekannten Künstler dieser Zeit. Ja, ich gehe von einer Geschichte aus und bevor ich nicht weiß, was ich erzählen will, kann ich gar nicht anfangen. Weil mich zu entscheiden für ein Format ist ja schon eine künstlerische Entscheidung. Ne? Überhaupt ist die Technik in der bildenden Kunst von der Kunst nicht zu trennen, das ist unmöglich. Es ist schon, ich meine, wie einer den Blei spitzt, das zielt ja schon auf eine künstlerische Leistung hin. Nicht? Das ist ja ganz klar, das drückt es auf, er muss ja wissen, was er will. Er muss ja wissen, was er will, und schon die Wahl des Materials, die Wahl der Farben, die Wahl des Formats ist von größter, ist schon die Grundlage einmal. Stirbt hier jemand oder? Ja, das ist gut. Im Gegenteil. Das ist gut. Nachwuchs. Noch einmal. Naja, wenn ich weiß, was ich will, dann beginne ich mache ja keine Skizzen, aber ich beginne mir ziemlich genau zu überlegen jetzt, und auf das kommt es ja an, in der bildenden Kunst nicht das Was, sondern das Wie. Wie schaut das aus? Nicht? Also ich habe eine Fläche von mir, wie wird das sein, so oder so. Und was passiert hier? Wo ist Licht, wo ist Dunkel? Sind da viele Figuren, es ist eine Figur, was ich erzähle. Ich muss ziemlich genau wissen, wie die Geschichte, die ich erzählen will, wie die ausschaut. Und es ist ja von vornherein für mich klar, dass das Thema, der literarische Inhalt soll ja verschlüsselt sein. Es soll ja nicht ein Plakat daherkommen, womöglich noch mit einer belehrenden Geste. Nicht? Davon kann in der bildenden Kunst nicht die Rede sein. Das muss so sein, dass es auslegbar ist und der Mensch seine eigene Fantasie daran entzünden kann. Nicht? Aber ich weiß schon, was ich meine damit, und kann es auch durchaus schildern. Und ich habe dieses Buch dort, wo ich auch für jedes Bild ein paar Sätze geschrieben habe, was ich mir eigentlich wirklich gedacht habe dabei und auch wie ich es komponiert habe. Ungefähr. Ich glaube, dass das doch ein Zugang ist, der ganz wichtig ist. Ne, und dann fange ich an zu malen mit natürlich in Hochformat, in Hochstimmung. Das Anfangen ist immer, das kennt jeder, der irgendwie tätig ist, kreativ. Nicht? Das Beginnen ist immer so wie eine Geburt. Naja, und mit großen, breiten Pinseln, auch ein großes Gemälde ist eigentlich, solange die Ölfarbe weich und beweglich ist, also was ich 3 Tage, ist das Bild irgendwie da. Ne? Also das ist natürlich in Wolken und in silhouettenhaften Wolken und in zurückgenommenen Formen, eher aus Grautönen, Ockertönen herauskommend. Aber das Bild ist irgendwie kombiniert und diese Kombination muss auch dann das tragen und die bleibt dann schon. Ne? Schon ganz am Anfang ist auch bei Van sind eigentlich die wichtigsten Entscheidungen schon gefallen. Das ist ja, dann so. Ja, und dann natürlich lasse ich es trocknen und in einer nächsten Phase fange ich jetzt an, das zu modellieren, wie man halt ein Bild modelliert und anfangen, die Architektur in der ganzen Fläche zu erkämpfen, weil das ist ja ganz klar, dass ich das nicht so runterkurbeln kann, sondern das ist ein Ringen in jede kreative Tätigkeit und es ist ein Kampf, seinen eigenen Plafond zu erreichen, immer wieder. Nicht? Um das geht es ja bei sowas. Ne, und dann, man verwendet immer sehr wenig Farben, dass es je weniger drauf ist, umso länger halt das Bild ist. Das ist jeder anstreichen. Ne, und dann, wenn das Bild noch 2, 3 Schichten, es geht eine Schichtenmalerei in Öl, eine Ölschichtenmalerei. In dünnen Schichten ist das Bild dann schon so weit fertig, drehst meistens um, was ein halbes Jahr stehen, wenn es ein großes Bild ist. Und drehst dann um und dann, wenn das Bild bereits vorhanden ist, so wie ein Kind, das bereits schon ein Mensch ist, also über die Pubertät hinaus fertig ist, nicht? Dann sieht man erst, was da noch fehlt und was da noch, da kommt dann meistens eigentlich, kommt dann irgendeine Idee, die das eigentlich erst zu einem Kunstwerk macht. Nicht? Dann folgt mir an dem Vorhandenen, entwickelt sich meine Fantasie und es fällt mir etwas ein. Nicht? Das ist die deutsche Sprache, ist ja sehr eine wunderbare Sprache. Ich stelle mir etwas vor. Nicht? Ich stelle es vor mich hin und sehe es, obwohl es gar nicht da ist. Ich stelle mir etwas vor und dann kommt diese Verfremdung hinein, die über die Realität, die sichtbare Realität hinausgeht.
und dann ist das Bild eigentlich fertig. Ich komme dann noch mit Lasur, kann dann vorhandenes steigern und das ist zum Schluss natürlich dann so eine Art Siegeszug für mich. Halt, nicht? Das ist ein langes Ringen. Ich habe auch das, und zwar auch ein kleines Aquarell, oder es ist jedes Kunstwerk ist ein Ringen um seine eigene Substanz. Nicht? Dass man das, was man hat, über die eigene Substanz geht ja eh nicht hinaus. Nicht? Aber das Maximum an Begabung, das vorhanden ist, immer wieder einzusetzen, das ist nicht leicht, das ist schwer und das muss man machen. Nicht? Das ist eine Konzentration. Ein paar Worte zu den Figuren. Das ist eigentlich ein Alterswerk. Ich habe immer kleinere Figuren gemacht, Modelle für verschiedene Opern und Musical-Sachen und so habe ich ja öfters was gemacht auch, hatte die Gelegenheit, das zu machen. Aber so große Figuren habe ich eigentlich erst so vor ca. 16 oder 15 Jahren habe ich mir einen Brandofen gekauft und habe mich da mit großer Begeisterung hineingestürzt. Und das war für mich von der Kunst her doch ein bedeutendes Erlebnis, nicht? Weil ich habe ja in der Malerei, brich ich ja nicht wirklich, so wie die Surrealisten mit der Realität. Nicht? Also ich kann nicht, so wie der Dali, den ich immer sehr bewundert habe, aber ich kann nicht eine Frau mit einer Lade im Bauch, das habe ich eine Barriere, nicht? Obwohl ich das sehr bewundere, aber es ist nicht meine Sache. Aber bei den Figuren habe ich keine Hemmungen. Das heißt, das ist ein Kunstwerk in sich, rundherum ist eine neutrale Umgebung, in der Malerei ist ja immer die ganze Welt dargestellt und da brich ich mit der Anatomie total und gehe nur auf die Story aus. Nicht? Das sind ja Karikaturen, selbstverständlich, so sind sie ja gemeint. Das sind im Grunde genommen Gartenzwerge, ich habe sie auch gemacht, weil ich einen Garten habe, Gartenzwerge. Wenn welche Fragen sind, hier werde ich sie gerne beantworten. Bitte sehr, nicht in meinem Publikum zum Glück immer einige, die malen hinter meinem Rücken. Was mir so gefällt, wenn Sie ein Bild malen, dann müssen Sie ja die verschiedenen